So, wir nähern uns jetzt den schönen Platz und das ist echt eine traumhafte Kulisse. Ich liebe den See, Tüttensee mit dem schönen Wald rundherum. Das ist einfach eine traumhafte Gegend. Und genau das ist diese Stelle. Also genau das ist diese Stelle, wo ich sauber die Buschbox draufstellen kann. Und das ist einfach ein mega geiler Platz. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ich da so mal ein geiles Pfannenvideo machen soll. Also schöner kann die Kulisse gar nicht sein. Oder was sagt ihr? Bisher habe ich einmal Glück gehabt. Dass eigentlich fast nie einer da ist. Und das ist das, was faszinierend ist. Also mega geil. Hier habe ich die Bank. Auf dieser Bank kann ich sogar noch was ausbreiten, was ich an Zutaten und Zeug brauche. Und natürlich, wenn es am besten ist, wenn es nicht zu schön Wetter ist, weil dann ist nicht so viel los hier am Tüttensee. Mal schauen, ob es im Winter was ergibt. Ja, servus meine Lieben. Heute haben wir den 14.11.2020. Wir haben ein traumhaftes Wetter, sehr warm und einfach mega. Das muss man nutzen. Leute, geht's raus, genießt es. Also ich bin jetzt hier am Tüttensee, das ist der Haussee, der Wald, wo ich mal mit dem Pferde spazieren gehe. Und es ist so eine traumhafte Gegend da unten. Mein Kochplatz habe ich auch schon, ja, da vorne wo der Baumstampf ist. Da gibt es definitiv Pfannengerichte, so Videos werde ich da machen, eine Serie vielleicht beginnen. Ich habe lang geschaut, dass ich so einen schönen Platz finde und jetzt habe ich ihn gefunden. Und dann werden wir das einfach mal so richtig genießen. Ja. Also Leute, geht einfach raus in die Natur, genießt es, genießt die letzten Sonnenstrahlen, bevor das Wetter umschlägt. Und ich liebe das einfach. Es ist einfach so, Leute, bleibt nicht daheim sitzen, geht einfach raus, genießt es. Ich tue jetzt da gemütlich dampfen. Das Einzige, was mir abgeht, ist ein gemütliches Bierchen. Das kann man auch wunderbar schon trinken hier. Und man weiß nie, man weiß einfach nie, ob es euch morgen Schaufe draufhauen, dann war es das. Also muss man jeden Tag genießen. Das ist einfach so. Man weiß ja nie, morgen kann der letzte Tag sein. Es kann heute schon der letzte Tag sein. Gehst vor der Haustür raus oder weißt du gar was, bumm, fällst um und weg bist. Darum sage ich, man muss jeden Tag einfach genießen. Wir im Land heraus tun uns ein bisschen leichter, wie in der Großstadt. Aber genießt es. Jeden Tag, jede Stunde, wenn es irgendwie geht. Das muss man einfach wahrnehmen. Ja, das ist ja das Gute, dass man nicht weiß, wann man dran ist. Aber man muss sich einfach mal so Gedanken machen, wenn man es nie genossen hat und irgendwann haben sie da die Schaufel drauf, dann war es das. Dann hat man alles verpasst. Gut, hinterher spielt es keine Rolle mehr. Von daher abgesehen. Aber ich sage aber, jeder Tag ist ein geschenkter Tag und den sollte man sollte sich bedanken dafür. Meine Meinung. Danke, lieber Gott, für den wunderschönen Tag, was du mir heute wieder geschenkt hast. Dann sage ich ganz groß Dankeschön. Du bist der Beste.
wie du es auch manchmal nicht richtig machst. Aber heute hast du mich wieder total überzeugt. Also, lieber gut, wie der Unterschied. Servus. Die frische Luft, die schönen Sonnenstrahlen, das ist das, was einen Menschen glücklich macht und aufmuntert, gerade jetzt in die schweren Zeiten beim großen C. Also genießt jede freie Stunde, was habt, und nehmt halt vielleicht ein gemütliches Bier mit oder einen Glühwein oder einen Jägertee oder einen normalen Tee oder einen Kaffee und genießt die Natur. Einfach mal für Stunden, für eine Stunde oder 2 Stunden, und ihr werdet merken, oh, das war richtig schön heute wieder. Mit diesem Sinne, das waren so Gedanken am Tag. Und die, die natürlich in der Großstadt leben, muss man auch schauen, dass man irgendwo ein schönes Platz findet oder vielleicht ein bisschen rausfahrt aus der Stadt und einfach mal 2 Stunden, 3 Stunden abschalten und relaxen. Vielleicht irgendein Buch mitnehmen oder ein schönes Hörbuch anhören in der Natur. Macht es einfach. Geht's raus. Morgen kann der letzte sein und du bist weg vom Fenster. Wie auch immer. Und es wäre schade, wenn man im ganzen Leben einiges verpassen würde. Mit diesem Sinne, macht es gut. Helmut, die Anker Filmschmiede. Und es gibt demnächst hier auf diesem Baumstamm Kochvideos. Also ich habe einen Haufen Rezepte auf Lager, die wo entweder mit dem Gaskocher mache oder mit der Pushbox XL von Bushcraft Essentials. Und dann schauen wir mal. Also habe ich die Ehre. Servus, mit diesem Sinne. Genießt diese Woche noch, das Wochenende. Und wie gesagt, jeder Tag könnte der letzte sein. Und man verpasst nur alles. Also, Servus.